Dann war es endlich so weit. An dem wunderschönen Sonntag hat die Lilifee für ihre Gäste im Schatten vom alten Äpfelbaum einen langen Tisch festlich gedeckt. Wo alle Gäste Platz genommen haben, hat das Schmetterlingfest mit einer wunderbaren Überraschung angefangen. Die Bella hat ihren ersten grossen Auftritt gehabt. Sie war schon recht nervös, als sie mit ihrem kleinen Zaubermantel, dem Zauberhut und dem Zauberstab vor die vielen Gästen gestanden ist. Alle haben sie gespannt angeschaut. Hoffentlich geht alles gut. Hobus, Schnurpsus, Flatterus, 10-mal farbige Mischung. Tausende glitzerige, farbige und wunderschöne Schmetterlinge sind aus ihrem Zauberhut geschossen und den Gästen um die Köpfe geschwirrt und geflattert. Vor lauter Staunen ist allen fast die Luft weggeblieben. Dafür hat Bella wieder tief durchschnaufen. Bravo, bravo, bellissimo. Ja, aber das ist doch der... Die Bella ist verschrocken. Die Stimme hat sie doch gekannt. Dort, mitten drin in den Gästen, ist ihr Zauberlehrer, der Flavio, gesessen. Mit einem Glas Erdbeerpunsch in der Hand ist er von seinem Platz aufgestanden und hat geklatscht. Die Bella hat zu der Lilifee geschaut. Sie hat aber nur gelächelt. Ich habe den Zauberlehrer eingeladen und ihm geschrieben, dass du eine richtig gute Zauberfee geworden bist. Und ich muss zugeben, liebe Bella, die Lilifee hat recht gehabt. Du bist eine sehr gute kleine Zauberfee geworden. Danke vielmals. Der Flavio hat sich vor der Prinzessin Lilifee und der Bella verbeugt und alle Gäste haben ihnen freudig zugejubelt.